Es war kurz vor Mitternacht, wo Nancy und der Oliver Pettenwil erreicht haben. Der Fagin, der diesen beiden bis hierhin gefolgt ist, hat jede Bewegung von ihnen beobachtet. Es hat 12 geschlagen und aus dem Nebel ist endlich das Haus von Mr. Brownlow aufgetaucht. Und der Fagin hat gesehen, wie Nancy und der Oliver schnell auf das Haus zugesteuert sind. Erst jetzt hat er begriffen, was Nancy machen wollte, und die Haare sind ihm zu Berg gestanden vor Schreck. Ja, nein. Jetzt bringt ihr doch tatsächlich der Oliver zurück. Ist die verrückt worden? Tatenlos hat der alte Gauner zuschauen, wie die beiden vor der Haustür angestanden sind. Stand ein bisschen hinter meinem Rücken, dass sie den Mr. Brownlow nicht gerade sieht. Wir wollen ihn überraschen. Der wird die Augen machen. Der Oliver hat sich schnell versteckt und Nancy hat angeklopft. Es ist nicht lang gegangen und die Haustür ist aufgeschlossen worden. Leider hat niemand von ihnen gesehen, wie sich der Fagin vorsichtig in die Nähe geschlichen und sich im tiefsten Schatten versteckt hat. Er war so nach, dass er jedes Wort verstehen konnte. Guten Abend. Sind Sie der Mr. Brownlow? Richtig. Was kann ich für Sie tun, Mrs.? Mein Name ist Nancy. Ich kenne jemanden, den Sie sicher gerne sehen würden. So. Wer denn? Sein Name ist Oliver Twist. Was? Der Oliver? Sie wissen etwas über den Oliver? Jetzt hat sich der Oliver nicht mehr zurückheben. Er ist hinter der Nancy vorgekommen und dem Mr. Brownlow um den Hals geflogen. Oliver! Mr. Brownlow! Ihr könnt euch vorstellen, wie die beiden sich gefreut haben. Der Mr. Brownlow hat überglücklich Mrs. Bedwin gerufen. Die hat zuerst fast nicht glauben, wer sie da vor sich hatte. Das ist ja der Oliver. Mein kleiner Oliver. Ich habe doch gewusst, dass du wieder zurückkommst. Ist das schön? Die Mrs. Bedwin hat der Oliver glücklich an sich gedrückt und ist mit ihm ins Haus gegangen. Der Mr. Brownlow hat Nancy dankbar angeschaut. Ich weiss gar nicht, wie ich mich bei Ihnen bedanken soll, Mrs. Nancy. Sie müssen sich auch nicht bei mir bedanken. Ich bin nämlich auch schuld, dass der Oliver entführt worden ist. Was? Der Oliver ist entführt worden? Und jetzt hat Nancy Mr. Brownlow endlich alles erzählen. Von der Entführung, vom Einbruch und vor allem von den Gesprächen vom Fagin und dem Monks. Der Mr. Brownlow hat ganz ernst zugelassen. Ihm hat die ganze Sache mit dem Halbbruder vom Oliver gar nicht gefallen. Ich bin sehr froh, dass Sie mir das alles gesagt haben, Mrs. Nancy. Aber dürfte ich Sie noch um einen grossen Gefallen bitten? Und der wäre? Wenn Sie mir helfen würden, den hinterhältigen Monks zu schnappen, würden Sie mir einen grossen Gefallen tun. Gut, aber dann müsst ihr mir versprechen, dass ihr meine Leute der Polizei nicht verratet. Auch wenn sie schon viel Böses in ihrem Leben gemacht haben. Ich verspreche es. Nancy hat schnell einen kurzen Blick über die Schulter geworfen und hat dann angefangen, den Monks zu beschreiben. Also, der Monks ist ein grosser Mann. Er ist fast immer dunkel angelegt. Er hat so einen schleichenden Gang und schaut immer hinter sich, als ob er Angst hätte, er würde verfolgt. Er ist fast jeden Tag im Wirtshaus zu den 3 Krüppel. Alle sagen ihm Monks, aber sein richtiger Name ist Edward Leeford. Das ist alles, was ich über ihn sagen kann. Sie haben uns sehr geholfen, Mrs. Nancy. Wie kann ich mich bei Ihnen bedanken? Gar nicht. Ich habe euch nicht geholfen für Geld, sondern am Oliver zuliebe. Plötzlich hat Nancy angefangen zu zittern. Der Mr. Brownlow hat Nancy ganz besorgt angeschaut. Sie sind ja ganz bleich. Mrs. Nancy. Ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, als ob der Tod mich verfolgen würde. Es ist gefährlich, was ich da mache. Meine Leute würden mich umbringen, wenn sie wüssten, dass ich da bei ihnen bin und das alles erzähle. Ich konnte heute auch nur hier ankommen, weil ich am Bill ein Schlafmittel zu trinken gegeben habe. Im Fagin seine Augen sind ganz gross geworden, als er das gehört hat. Aber er ist still in seinem Versteck geblieben. Der Mr. Brownlow hat langsam richtig Angst bekommen um Nancy. Können wir Ihnen wirklich nicht helfen? Nein. Es ist sowieso alles schon zu spät. Da ist der Oliver zu diesen beiden rausgekommen. Er war ganz enttäuscht, dass Nancy schon gehen wollte. Bleib doch, Nancy. Leb wohl, Oliver. Nancy hat sich umgedreht, ist die Stege abgesprungen und dann im Dunkeln verschwunden.
Der Oliver hat der Nancy traurig hinterher geschaut. Sie tut mir so leid. Ich hoffe, es passiert ihr nichts. Aber komm jetzt, Oliver, wir gehen rein. Und dann hast du mir sicher ganz viel zu erzählen.